Hallo liebe wieder, herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zu unserer Kartenlegung zur Motivationsbotschaft. Nun ist es 15. Dezember, es ist nicht mehr lange bis zum Weihnachten und auch nicht mehr lange bis zum Jahreswechsel. Wie ihr vor meinem letzten Video Bescheid wisst, also als ich die Kartenlegung mit den astrologischen Karten gemacht habe, dort habe ich gesagt, dass ich überhaupt noch nicht in der Stimmung bin, dass das Jahr zu Ende geht. Heute hat sich nicht viel an meiner Stimmung geändert, deswegen schlage ich vor, dass wir es planmäßig weitermachen. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ich habe aus welchem Grund auch immer heute diese Armbänder von mir entdeckt. Das ist der Rosenquarz und die Energie vom Rosenquarz ist sehr, sehr sanft. Deswegen, das hat anscheinend auch meine Stimmung beeinflusst oder meine Stimmung war ja vorher schon so und deswegen bin ich auf diese Armbänder gestoßen. Ich würde die Karten ziehen mit dem Wunsch, dass wir den Jahresübergang sehr, sehr sanft schaffen und dass der Jahresübergang sehr fein für uns alle wird und für euch, liebe Widder, natürlich auch. Somit nehme ich jetzt mal die Karten. Ich mache in diesem Jahr noch weiterhin mit dem Pflanzenorakel und mal schauen, wie die Energien sich dann im Januar wechseln. Vielleicht nehme ich dann die Kristalle zur Hand. So, der Kartendeck ist schon vorbereitet. Das ist jetzt nur einmal so für mich. So, liebe Widder, welche Motivation brauchen Sie, um den Monat Dezember fein abzuschließen, sich gemütlich in verbleibenden 15 Tagen zu fühlen und den Jahresübergang sanft zu schaffen? Okay. Nun, das ist der Kükengras. Die Pflanze besitzt ganz, ganz kleine Blüten und die meisten von uns haben vielleicht diese Pflanze auch noch nie gesehen, beziehungsweise gesehen, aber nicht wahrgenommen, denn sie ist wirklich sehr zart und fein. Die Botschaft dieser Karte lautet Starte fresh, beziehungsweise beginne wieder dein Anfang. Also die erste Botschaft, dass ich dazu äußern möchte, es ist so, dass man hat immer eine Möglichkeit für einen neuen Anfang, sei es jetzt Beziehung, beziehungsweise ein Beruf, eine Weiterbildung oder auch ein neuer Wohnort. Also wenn ihr jetzt in einem Zustand seid, dass, naja, irgendwann vielleicht, aber nicht in diesem Leben, diese Karte möchte euch so eine Motivation geben, dass man immer neu anfangen kann. Es heißt nicht, dass es immer rasant sein soll, dass es immer sofort etwas Großartiges soll, sondern Schritt für Schritt. Das ist die erste Botschaft. Die zweite Botschaft finde ich dazu sehr, sehr wichtig, denn ich habe ja nicht umsonst gesagt, dass diese Pflanze sehr kleine Blüten hat. Und hier an der Karte können Sie sehen, dass man sie eigentlich schon mit der Lupe sieht. Die Blütenform ist wie kleine Sterne. Und es ist so, dass wir können manchmal uns von etwas so stark inspirieren, dass wir die ganzen Kleinigkeiten nicht mehr betrachten bzw. nicht wahrnehmen. Und irgendwann fragen wir uns, warum kommen wir nicht zu dem Ergebnis. Und diese Karte möchte sagen, wenn da irgendwelchen Geräuschen gibt, ihr wisst Bescheid, das ist höchstwahrscheinlich die Katze. Lassen wir uns nicht davon ablenken. Also, die beschäftigen uns mit etwas und das Ganze nimmt irgendwie zu und zu an seinem Volumen. Irgendwann wundern wir uns, warum das erwartete Ergebnis sieht nicht so aus, wie wir uns vorgestellt haben, beziehungsweise wir kommen überhaupt noch zu keinem Ergebnis. Diese Karte sagt uns, betrachte die Kleinigkeiten, die dir auf dem Weg begehen. Es kann sein, dass Sie irgendetwas überlaufen, beziehungsweise es gibt so kleine Routinenaufgaben, mit denen man sich überhaupt nicht beschäftigen möchte. Die lassen aber dich hängen und somit kannst du nicht nach vorne gehen.
Schreiben Sie mir bitte in Kommentaren, möchten Sie, dass ich bei Sie, bei euch, ihr, du, denn das ist immer mein Problem. In persönlichen Konsultationen kann man das immer sehr schnell klären und meistens bleiben wir bei du, aber in Videos habt ihr bestimmt auch schon gemerkt, dass das bei mir immer wieder wechselt und wandert. Hier wird empfohlen, dass auf jeden Fall sage ich jetzt mal, die kleinen Baustellen, die vielleicht euch auch nerven, bereinigt werden und die ganzen Kleinigkeiten abgeschlossen werden. Denn es kann sein, dass genau das die größte Bremse ist, warum du nicht vorankommen kannst zu deinem großen Ziel, beziehungsweise zu deinem großen nächsten Schritt. Das ist der Botschaft für euch, liebe Vida. Ich habe mich gefreut, dass ihr mich schon so lange begleitet. Das ist das letzte Video aus der Kartenlegung für dieses Jahr. Es ist aber nicht das letzte Video, was ich aufnehme. Deswegen möchte ich noch mit den ganzen Weihnachtssprüchen und Wünschen für das neue Jahr nicht anfangen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich so lange mit mir wart, dass ihr immer noch da bleibt. Das ist für mich sehr, sehr wichtig und das freut mich unheimlich. In meinem Instagram habe ich heute gepostet, also ich nehme es ein bisschen früher auf, einen Post über Merkur, der in Tierkreiszeichen Steinbock sich befindet. Und den Post habe ich genannt, ob du deine Erfolgsstrategie kennst. Es ist so, dass unsere Kommunikationsfähigkeit sich demnächst sehr stark ändern kann, beziehungsweise dort in dem Post gebe ich Tipps, wie ihr zu kommunizieren habt, damit ihr auch das bekommt, was ihr wünscht, beziehungsweise damit die Verträge so abgeschlossen werden, wie sie sich vorstellen. Ihr könnt das in Ruhe nachlesen und die Daten zu meinem Instagram, das ist weiterhin elenapavlova_.de oder halt dann unter dem Video. Ich verabschiede mich noch nicht für dieses Jahr. Es werden noch die Videos kommen über Venus, über Retrograd. Der Retrograd wird ab dem 19. Dezember auf jeden Fall. Wir werden uns noch in diesem Jahr sehen. Liebe Winter, bleibt bis dahin gesund und lassen Sie uns weiter durch die Botschaften der Karten reisen in dieser Welt. Bleibt gesund. Tschüss.